So, Kelly, kurz froh. Aha. Willst du schwanger gehen? Nee. Du bist Kontrazeption. Ich weiß nicht, ob ich dein Wurzwitz immens schlecht oder immens gut fanden, Eli. Das ist okay. Und du fängst davon an, wer dir als Wortspieler fand, hat der Löscher mitkriegt, über was wir heute schwätzen, nämlich über Kontrazeption, also Verhütung oder Verhütungsmittel. Und ich ging so, wir fangen direkt an, oder? Yep. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Wir schwätzen also heute über, was für unterschiedliche Verhütungsmittel es gibt, was für an Notdeler sind, wenn ihr die in die kann brauchen. Und probieren ich auch ein bisschen eine Geschichte zu erzählen und es mit Anekdoten auszufüllen. Heute schwätzen wir über den Tim Und über Tina. und hier Geschichte. Yes. Stell dich vor, den Tim Und Tina. treffen sich am Club. Und die Musik ist hart. Und sie schwätzen mit denen. Das ist ziemlich warm da drinnen. Sie fanden sich flott. Und sie überlegen sich, dass es gegen eine gute Idee fanden, zu knutschen. Und da kommt das nächste Lied. Und sie kommen sich immer mehr. Und sie küssen sich. Und der Kuss ist ziemlich gut. Und dann überlegen sie sich, es könnte ja auch mal mehr passieren. Detailer von Lo bis daheim als Spur mehr erst. Szenewirsel also. Die zwei sind daheim, liegen neben ihnen am Bett, sind am Gangen sich auszutun. Sie knutschen weiter. Hallo kommt der Moment, wo man sich überlegen muss man verhüten. Aber ja, wei. Yes. Idealerweise, wir wohnen ja nicht in einer idealen Welt, haben sie schon am Club darüber geschwört, weil Steller 4 gibt kein Verhütungsmittel. Aber ich denke, was den Tim und Tina lo machen, ist ein Kondom zu benutzen. Was denkst du, Eli? Ich meine noch. Und glücklicherweise wird Tina immer Kondome bei sich daheim am Tirang leihen. Nice. Und den Tim hat immer ein Kondom bei sich. Nicht einfach Money, weil du kannst ja drauf setzen und dann kann die Verpackung für dich gehen. Und dann hast du Kondom nicht mehr sicher. Wir haben einen kleinen Metall in der Küche, wo normalerweise immer so das Knatsch drauf war. Wo du Kondome dran sind. Clever vom Tim. Kondome sind das einzige Verhütungsmittel, was sowohl für eine Schwangerschaft wie auch für eine Krankheit schützt. Es kriegen sie überall auf relativ billig zu kaufen. Da wären es also für die meisten Leute, die für die erste mit einem Sex haben, und wo Penis involviert ist, muss ich noch dazu sagen, oder ein Dildo, das erste Verhütungsmittel. Falls kein Penis involviert ist, können ihn auch noch Elektro benutzen. Genau. Oder als ein Kondom Elektro schneiden. Du gehst Kondome auf verschiedene Größen, an verschiedene Farben, mit verschiedenen Geschmacken. Just by the way, die mit Geschmacken sind, ist dafür Oralsex. Und was wichtig ist zu betrachten, bevor in der Kondom überzieht, ist einerseits, ob der Kondom noch ganz ist, also ob noch Luftpolster drin ist, ob er nicht aufgelaufen ist, und ob den CE-Zeichen drauf hat, also die Zertifizierung. Aufgesehen davon ist es am Anfang relativ wurscht, was für ein Kondom das ist, aber wie viel es kostet, ob er ein Medaillenmark ist oder nicht. Genau. Lo gehen da aber Leute, die vielleicht auf Latex sensibel sind. Und das ist das Material, wo die Standardkondome daraus gemacht sind. Von denen aber mittlerweile auch ziemlich einfach an Aptikten oder im Internet Kondome als andere Materialien. Und kann da gucken, ob ihnen das was einem passt. Yes. Apropos passen, beim Kondomkauf ist die Länge vom Kondom egal, also die Länge vom Penis, aber es geht um Breit. Wie breit kann ich mussen, also den Durchmesser rundherum, den Penis oder den Dildo, für das er nicht aufrutscht, weil das wäre nicht so gut. Genau. Auf der anderen Seite, wenn der Kondom zu schmal ist, dann kann doch kutschen und das kann auch unangenehm sein. Yes. Oder da kann der Kondom echter platzen. Richtig.
Platzen, also gut Stichwort, nämlich von den Kondom überzieht, also gut von den Urwen die Klang spitzt vom Kondom mit den Hand so hält und dann der Kondom mit der anderen Hand drüber strippt sozusagen, für das Urwen, da wo ihn so gehalten hat, noch genug Platz ist, falls es Samen August gibt, dass es so können Spermien sammeln. Genau, und dann ist auch keine Luft mehr dran und dann leitet besser um Penis un. Ja, yes, und das lebt doch nicht raus. All das Sachen wissen den Tim und Tina lo. Das heißt, Tina greift neben sein Bett aus sein Kondom küsst, rappt sie auf der gerillten Seite ab, das hat mit seinen Fingernägeln drückend. Oder mit den Zähnen. Bläst dran, guckt, welche Seite von Kondom die richtig ist. Welche Seite ist dann die richtig? Die Seite, die richtig ist, ist die nur guckt, von den drauf bläst. Also. Das ist schwer zu beschreiben. Also die richtige Seite sieht echt so ein bisschen aus wie so ein Sombrero. Mhm. Und die falsche Seite, also die nicht aufrollt quasi, sieht so ein bisschen aus wie so klassisches Hut. Kann ich sie so gucken. Aber wenn sie falsch drauf gesagt wird, was soll den auf keinen Fall machen? So eine Reinke benutzen. Umdrehen und eine Reinke benutzen. Weil es gibt so etwas, das nennt den Lusttropfen. Was hast du das letzte Beispiel? Lusttrops? Das, wenn den Penis steif ist, da gibt es so eine Flüssigkeit durch den Samenleiter. Wie nennen die das letzte Beispiel? Durch die Tarnröhre. Durchgelegt, für das das so gebotzt wird, und da können auch schon Spermien dran sein, und die können schon oben im Penis drauf sein. Das heißt, wenn den Kondom falsch absetzt, mir lässt sich nicht aufrollen, nicht umdrehen und auch nicht aufrollen, mehr in ein Kondom benutzen, das sind gut investiert, 50 Cent. Genau. Was ich noch machen kann, als Gleitmittel benutzen, in der Kondom undeht, und kann ich noch Gleitmittel auf das Kondom drauf machen. Yes. Wenn ihr Latex-Kondome benutzt, da soll ich aufpassen, dass das Gleitmittel nicht aus Urlisch oder so aus Fett ist, weil das kann der Latex angreifen und machen, dass er nämlich so solid ist. Ja, yes, dafür wasserbasiert Gleitgel. So, wie geht dem Tim und dem Tina hier Geschichten führen? Ja, die erste Kaya, die war so gut, dass du nur noch zusammen Kaffee trinken und direkt entschieden sich nach einer zu sehen. Das Kaya war bei einem Platz, wo Männer Musik ist, aber so auch richtig mal nicht schwätzen können. Nice. Die zwei daten also lo. Sie daten auch schon ein paar Monate. Verhüte weiter mit Kondom. Und irgendwann ein Jahr haben sie das Gespräch von, will man an einer Koppel sein, also an einer Partnerschaft oder nicht. Bei dem Gespräch kommt raus, ja. Me? Sie hatte gern eine Obbeziehung. Das heißt? Sie gingen auch noch gern außerhalb von ihrer Zweierkoppel mit anderen Leuten knutschen oder sexen. Okay. Lose Tina, am Anfang ging ich da aber trotzdem cool fanden, weil mir zwei Kindern ohne Kondom mit nicht sexen. Was machen sie? Sie gucken sich schon, was das für Optionen gibt. Yes. Dafür gehen sie an den zum Beispiel Planning Familial oder auf der Site macontraception.lu. Gucken sie schon, was es gibt. Es gibt zwei große Überkategorien, nämlich einerseits die hormonal und die nicht hormonal Verhütungsmittel. Kann man schwätzen kurz über die nicht hormonal Verhütungsmittel. Was gibt es noch außer Kondom und Laktor? Du gibt zum Beispiel den Sterile aus Koffer. Auch nach Kupferspirale genannt. Eli, hast du schon eine Kupferspirale angepackt? Ja, die ist aus sich ganz klein. Das ist besser, wie wenn ich einen Fixspray an der Hand halte. Yes. Also sie ist ungefähr so breit wie ein 1-Euro-Steck. Rundherum der Spirale, die sieht so ein bisschen aus wie so ein Stäbchen, wo Urwen längsariert zu zwei Benischer Rosinen aus Kupfer gewickelt. An dem Kupfer wird Spermien auf. Und die geht an die Gebärmutter gesagt, vom Frauendoktor oder von der Frauendoktor. Und weil du nicht nur der Kupfer rundherum hast, mir auch schon Platz an der Gebärmutter besagt ist, ist das Schwangerschaftsrisiko relativ niedrig. Und zwar sind du zu 99,4% geschützt, wenn ihr nicht richtig benutzt. Yes. Das ist natürlich unter den optimalen Bedingungen. Weil zum Beispiel das Kondom schützt an 98% von den Fällen, also auch relativ hoch. Aber das nicht in optimalen Bedingungen. An der Praxis ist es so, dass sie nicht an 85% von den Fällen gut schützt, weil irgendetwas schief geht. Zum Beispiel, dass sie nicht weiß,
anders wie den Timantina natürlich, wenn ihn richtig überzieht oder dass ihn nicht richtig gelagert wird oder dass ihn ein Kondom kauft, den ihn irgendwo auf einer Toilette oder auf einem öffentlichen Platz so einfach rauszählen kann, wo den Kondom schon warmer kalt ginas, an Material schon brüchig ginas, wo nicht die richtig Gräs benutzt ginas und so weiter. Und das möchte, dass den Schutz für einen ungewollten Schwangerschaft an Krankheiten aufgeht. Dann. Für nur Deler vom Koffersterile. Vier Deler, dass keine Hormone dran sind, das ist, wenn den Hormone durch den Grund oder den anderen evitieren will, also eine gute Lösung. Der Nodel ist, dass den zwar zwischen 3 und 5 Jahren lang geschützt ist, aber ihn aber nicht weiß, wie stark und wie schmerzhaft die Regeln sind. Und die können durch das Sterile auf jeden Fall mehr gehen. Also eine mehr große Blutung und mehr Peng sozusagen. Das muss aber nicht sein. Das blöd ist, das muss ich ausprobieren. Auf das auszuprobieren muss ich ungefähr zwischen 200 und 300 Euro ausgehen. Und halt bei der Frauendoktor gehen oder der Frauendoktor für das einem ersetzt. Und da kann ich das recht rausfinden. Aber wenn ich sowieso schon eine starke Blutung hat, also vielleicht nicht die allerbeste Option. Genau. Und dann, du hast schon ein bisschen von Hormone geschwärzt. Es gibt auch ein andere Spiral oder Sterile, nämlich die Hormonspiral. Die setzt genauso an der Gebärmutter, muss genauso auch gesagt gehen, aber die gibt Hormone auf, die dem Körper suggerieren, dass er schwanger ist und dafür geht er nicht schwanger. Die meisten von den hormonalen Verhütungsmitteln funktionieren ähnlich, nämlich indem sie verhindern, dass den Eisprung am Körper passiert, indem sie so ein bisschen rundherum den Gebärmuttermund so Schleim bilden, sodass Spermien nicht so gut durchgehen. Und indem Gebärmutterschleimhaut, also da wo sich quasi dann die Befrucht-E-Zell gegen annisten, dass die nicht so groß geht, das heißt, dass das Environnement für eine Befruchtung nicht so gut ist. Und ich hab's vergessen. Das Spiral ist zu 99,8% sicher, also schützt zu 99,8% gegen Schwangerschaften. Na, das heißt? Kann ich sie 3 bis 5 Jahre lang drohen. Und was vielleicht noch ein Viertel ist, dass so ein lokaler Platz agiert, das heißt, die Hormone gehen durch den ganzen Körper, wie wenn den Lo gegen ein Pille holen, die also ich muss verdaut gehen, zum Beispiel. Yes. Wenn ein Timantina lo gängen bei der Planning familial gehen, und Tina sich noch nicht sicher ist, ob es Hormone will, sieht, nee, ein Kupferspiral will ich nicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich will 3 bis 5 Jahre für ihre Schwangerschaft geschützt sind, dann sieht die Person wahrscheinlich, da probier mal etwas, was man langfristig ist, zum Beispiel ein Pill. Eine andere Möglichkeit wäre Ploster oder ein Rank. Bei der Pill ist der 4 Teil, da sind die kann alldach holen an relativ sehr aufsetzen. Aber wenn sie einkennt hält, also nämlich für ihre Schwangerschaft geschützt, was auch der No-Deal ist. Zum Beispiel, wenn sich, weiß ich nicht, morgens um Frühstück übergeht oder den Durchfall hat oder so. Oder wenn ihn einfach vergisst, sie zu holen. Yes, dafür muss ihn sich da Wecker stellen. Und das ist relativ viel Commitment auf jeden Fall. Das Gute ist, dass es zu unterschiedlich Arterweise von Pille gibt. Nämlich eine Kombinationspill, du hast Östrogen und Gestagen dran, und dann Mini-Pill, du hast Gestagen dran. Das sind die 2 Hormone, die auch ausgeschüttet gehen während dem normalen Menstruationszyklus oder während der Schwangerschaft. Die machen aber unterschiedliche Nebenwirkungen sozusagen. Bei Östrogen wird den echter Kopfweh oder das Gewicht verändert sich, aber bei Gestagen sind echter Mimit. Leute, die schon depressive Stimmungen haben, die mich groß machen oder Vagina und Vulva sind nicht mehr so fischt. Auch da muss ich einfach ausprobieren, welche Hormone sich quasi auf den eigenen Körper auswirken. Also ich kriege oft gesagt, nee, ich will Pillen nicht holen, weil dann höre ich so. Das muss gar nicht so sein. Also es kann auch einfach zum Beispiel sein, dass ihr mehr Hunger hat und du, wenn es so hält, und das hat nicht so viel mit der Pille zu tun oder nicht. Dafür ausprobieren und dann mal gucken, wie das kann Yes. man immer aufsetzen, was einem nicht passt. Ähnlich als auch Ploster.
Kloster ist zu 99,7% sicher, beziehungsweise praktisch in 91%. Die können sich auf den Körper passen, zum Beispiel Hand auf die Schulter, Ohren auf den Arm, auf den Hände. Und die passen den Mittwoch ab, 7 Tage. Und dann möchten das 3 Mal an die Fähigkeit, lesen Pluster aus, so wie bei der Pille. Und dann kriegt ihr so eine Aufbruchsblutung. Was du wichtig ist, dass da den Pluster immer bei einem anderen Platz passt, für das sich immer holen kann dazwischen. Ein Risiko davon ist, dass wenn den zum Beispiel auf die Schwamme geht oder auch sonst durch Kleider zum Beispiel, da den Pluster kann verlieren. Und dann muss ich eben einen neuen Pluster drauf setzen, weil sonst wirkt es nicht mehr. Ja, ist mehr anders wie bei der Pille, muss ich nicht alltag dran denken, wir nehmen immer in der Woche. Genau wie bei der Pille kann ich noch Pluster nur 4 Wochen nach einer Woche weitermachen und somit die Regel noch einen verlieren. Yes. Und schon noch etwas zum Vaginalrang zu sagen. Den ist genauso sicher wie Pluster. Und da ist so ein kleiner Rang aus Plastik. Die kann in Dirbeln und dann an die Vagina rallen. Und die geht dann oben Gebärmutterhals positioniert. Und nur 3 Wochen zieht ihr dann raus. Da kann ich dann einfach Pause machen oder auch nicht. Und dann möchte ich einen neuen dran. Das wird viel, dass ich nicht mal alle Woche dran denken muss, mir ist einmal am Monat. Aber wenn den Rang während dem Geschlechtsverkehr steht, kann ich noch den Moment rausholen und dann noch dran machen. Yes. Relativ praktisch ist bei denen 3, also Pluster, Rang, Appell auch, dass wir eigentlich keine Aufbruchsblutung will hundertischen, dass sie einfach weitermachen, weil ihn zum Beispiel an Vakanz fährt oder weil ihn weiß, an der Woche will ich Sex haben ohne Regelblutung oder was auch immer für Grund. Und das nicht besser oder mehr schlecht, wie wenn ihn dazwischen eine Aufbruchsblutung hat. Denn Tim und Tina sind gut an ihrer Beziehung. Und das klappt auch gut. Sie gesehen andere Leute auf der Seite. Schwarzen Refer verstoppen das nicht. Und das geht auch so weit gut. Nur ist es so, dass den Tim eine Person kennengelernt hat, die Penis hat. Und entscheidet, mit der auch mit weit zu gehen, mit der hinzugehen und mit der zu schlafen. Was gibt es von Optionen? Bei wem mit all andere Personen, mit denen sie außerhalb von ihrer Zweierbeziehung Sex haben, auf jeden Fall Kondom benutzen. Bei Oral- und Analsex. Für was? Weil ihn auch beim Oralsex kann Krankheiten kriegen. Und was auch wichtig ist darüber zu schwätzen, ob beide Personen getestet sind, wie auch bei allen anderen Sexualkontakt. Wie oft soll diese dann testen lassen? Gut froh. Ich meine, das hängt davon auf, wie die Beziehung ausgesagt. Statt dafür den Tim und Tina hatten süß mal den Sex über 2-3 Jahre, aber da geht es durch, wenn sie sich ganz am Anfang von ihrer Beziehung testen lassen, falls sie schon wiederum mit anderen Leuten sexuell aktiv waren. Und dann brauchen sie da 2-3 Jahre, wenn sie nicht mit anderen Leuten Sex haben und sich so weit vertrauen, dass sie auch nicht fremd gehen, was sie ja nicht müssen, weil sie an diesem Fall in einer offenen Beziehung sind, nicht testen zu lassen. Wenn ihnen regelmäßig mit anderen Leuten Sex hat und aber an der Beziehung ungeschützte Sex in dem Sinn, dass sie sich süß für ihre Schwangerschaft schützt, ging es so und trotzdem so einmal am Jahr. Weil auch wenn ihr mit all den anderen Leuten Kondome oder Laktische benutzt, gilt immer ein ganz kleines Risiko, sich mit einem STI, also einem Sexually Transmitted Infection oder Disease, STD, unzustierchen, also einer Krankheit. Genau. Und dann ist es einfach gut für sicher zu sehen, sozusagen. Weißt du, wohin sich Taste kann los in Eli zu Lützburg? Meine erste Idee wäre, bei den Hausdoktor zu gehen. Da das immer möglich, besonders wenn das eine Person ist, die ihr kennt und der ihr vertraut. Das ist aber so, dass verschiedene Hausdoktoren nicht so gewinnt sind, die Frage gestellt zu kriegen und dass du vielleicht dumme Kommentare kriegst. Ja. Eine Reihe STIs kann ich nämlich über eine Blutanalyse herausfinden, nämlich HIV, Hepatit B und C und Syphilis. Und die kriegen am besten per Ordonnance vom Doktor, wo ihn aber, wie du so betonen muss, dass ihn die Sache will testen lassen. Was ich noch kann machen, also in den Centre Hospitalier gehen, den CHL, und Permanence, du brauchst keine Ordonnance und du kannst ihn eine Blutanalyse machen lassen. Und du musst ihn zweitig warten, bis das ein Resultat kriegt.
Kannst du denn HIV-Berodung, Eli? Ja. HIV-Berodung ist ein Platz, wo ich hingehen kann, also ich mal, wenn ich frohen zu HIV-Virus oder zum AIDS hat. Das ist auch ein Platz für Leute, die davon betroffen sind, sich beraten zu lassen, unterstützen zu lassen und auch ihr Treatment können zu kriegen. Yes, und das kann ich einmal in der Woche, mittwochs von 5 bis 7 hingehen, ohne Rendezvous, anonym, gratis, und du kriegst nur eine Minute Resultat von einem HIV-Test. Genau. Sie schaffen mit dem DIMS zusammen. Denn DIMS, das ist ein Kommunett, die kriegen die an der Stadt, aber nicht nur auf verschiedenen Plätzen hier du steht. Wenn ihr auf den DIMS, auf die Facebook-Seite geht, kann ihr noch finden, wo sie an der nächsten sind. Und da kann ich ganz spontan auch einen HIV-Test machen. Yes. Es geht auch noch die Website dimps.lu, also DIMPS. Aber es wird mittlerweile kriegt an der Abdikt oder am Kaktus einen Autotest für HIV. Genau. Der Tisch, den kann ich kaufen und da kann ich sich ganz bequem daheim testen. Falls das Resultat aber positiv soll sein, wäre es gut, dann im Moment mit der HIV-Berodung oder mit dem Doktor des Vertrauens Kontakt aufzuwählen und weiter über die nächsten Schritte zu schwätzen. Yes, weil wie wir wissen, HIV ist nicht dasselbe wie AIDS, also die Krankheit mit dem HIV als den HIV-Virus, aber wenn den frei detektiert, kriegt den ein Treatment, wo ihn all da rein muss füllen und nur den eine ganz normal durchschnittliche Lebenserwartung. Der Viertel von der Blutanalyse zu den Schnelltaster oder auch den Autotaster, den kann selber kaufen, ist, dass der nur 6 Wochen nur Risikokontakt kann machen, also nur dem Sinn Sex hat mit einer Person, die vielleicht kennt betroffen sind, während Schnelltaster und Autotaster recht nur 12 Wochen weisen, ob den HIV-Virus am Blut ist oder nicht. Dann gibt es noch andere Infektionen wie Chlamydien, Gonorrhea. Die kann ihn über den Urin testen oder wenn ihr einen Aufstrich möchtet, so muss ihr da bei der Frauendoktor oder der Frauendoktor gehen. Und wenn ihr mehr Informationen zu den Symptomen und zu der Behandlung von STIs gern hat, da könnt ihr auf safersex.lu gehen oder auch nach ein Kehr als Rubrik dazu leisten. How to stay safe in Luxemburg. Back to the Verhütungsmitteln. Wir stellen es für den Timantina, Silo schon 4-5 Jahre zu summen. Es lebt super gut, sie haben noch einmal eine Beziehung, will aber auch noch einmal nicht schwanger gehen, also kein Kanner kriegen. Und überlegen sich, nachdem sie jahrelang mit Hormonen verhüten, ob sie nicht sollen, aber etwas anderes umklammen. Da hatte man zur Auswahl Hormonimplantat, Hormonspritz, Hormonspiral, die wir schon genannt haben, oder Sterilisation. Genau, Sterilisation bei Frauen ist das Hysterektomie. Das ist eine Operation, ein chirurgischen Angriff, wo den Uterus rausgeholt wird und in den dann nicht mehr hat. Und weil den du aber so muss, als einerseits da den dann auch nie mehr kann schwanger gehen, das nicht was rückgängig zu machen ist und dadurch an der Region dann kein Hormone mehr produziert gehen. Das ist da den eventuell für nicht verschiedene Nebenwirkungen zu haben, trotzdem kann Hormone weiterholen. Ja, yes, weil es können so ein Apps wie ein freie Menopause sozusagen. Heinz du auch süß den Leder. Klingt so komisch, ob das Bursch. Den Eileiter rausgeholt. Aber du wennst also viel mehr einfach eine Sterilisation beim Mann zu machen, dann eine Vasektomie, weil du einfach nicht den Samenleiter aufgeklemmt oder durchgeschnitten wird. Los ist aber so, dass ein Timantina sich so ein wir sind noch jung, wir sind recht, ich weiß nicht, vielleicht mit 20, Anfang 30. Am Anfang weiß man nicht, ob man keinen Kanner will kriegen. Sterilisation ist noch keine Option. Wir entscheiden uns für ein Hormonimplantat. Was ist das? Ein Hormonimplantat ist ein kleines Stück Plastik,
wo Hormone dran sind, die los und konstant freigesat gehen, tut ungefähr die Größe von einem kleinen Fixspaun. Also so 3-4 Zentimeter. Und das geht an den Armmuskel implantiert, also gesagt. Und das zu 99,9% verlässlich. Und wir sind all 3 Jahre im Weslen. Und du hast das Hormon Gestagen dran. Das wird in einer Lokalnachkurs gemacht, das ist das auch ein ziemlich kleinen Angriff. Und was du kann sehen, ist, dass du dadurch kein oder man noch stark Regeln kriegt. Yes. Und auch den Implantat beeinflusst Regelbildung. Verschiedene Personen haben 3 Jahre überhaupt keine Regelbildung. Bei anderen Leuten gibt es noch so Lichtbildungen, so Spotting, also wie so kleine Punkte. Bei anderen Leuten ist es mir selten oder mir kurz, teilen ein bisschen davon auf. Mir das von allem gut, weil ihr auch stark oder schmerzhaft Regelbildungen hat. Und Tina freut sich. Das ist allerdings schuld für den Team an Tina, dass sie den Implantat benutzen, weil nämlich wäre es so, dass wenn Tina in 30 Jahren ist, der Rang, den Patch, also Ploster und Pill zu 80% gegen zurückbezahlt gehen. Und auch bei dem Sterile, also der Spiral, in 30 Jahren bis zu 60 € zurückgeht. Aber bon, wenn das die beste Option für sie ist, dehnen sie sich die Kasten ab und dann ist die Sache gegessen. Worüber wir noch nicht geschwärzt haben, ist das lasthormonale Verhütungsmittel, nämlich die Spritz. Die Spritz ist ein Spritz mit Hormonen dran, die in all 3 Monaten an den Muskel gemacht kriegt und die dann noch 3 Monate wirksam ist. Die Vorteile sind, dass das eine Verhütungsmethode ist, die unsichtbar ist. Das heißt, muss ich nicht ein Pöll bei sich haben, dass ich nicht ein Pluster auf der Haut, dass ich nicht ein Implantat, für den es auch nicht gesagt, aber viele kann, wenn ich über die Region mit der Finger fährt. Aber hier ist wirklich etwas, wo ich nicht herausfinden kann, dass die Person verhütet. Genau, das heißt, das wäre zum Beispiel an einem Fall relevant, wo der Partner nicht will, dass ihn verhütet. Und dann kann ihn bei der Frauendoktor oder der Frauendoktor gehen und sich die Hormonspritze gehen lassen. Und dann sind trotzdem 3 Monate geschützt. Weil das wir natürlich, wenn den eigenen Körper den ist, den schwanger geht, selber entschieden. Stelle mir also vor, Tina lernt am Lauf von der Jahren eine Frau kennen, die mit ihrem Partner auf natürliche Art und Weise verhütet. Und ist absolut verdattert, weil hat sich seit Jahren die Kramsche gibt, für sich über die verschiedenen hormonal und nicht hormonal Verhütungsmethoden Gedanken zu machen. Aber einmal sieht die Frau ihm, oh ja, ich muss alle 2 Wochen meine Temperatur messen, weiß, wie ich meine Frucht bei dir sind, und denen die benutzen ich halt ein Kondom, mir sonst am Anfang verhüten ich mit meinem Partner nicht. Wer denkt mal darüber? Stellen wir das ziemlich kompliziert vor. Weil das von der Temperatur ja anders das, oder wenn den nicht gut geguckt wird, da geht ja aber ein ziemliches Risiko an. Yes. Also ich meine, das ist relativ komplex, weil es muss sehen, all den Cervixschleim gucken, also der Schleim, den quasi aus der Gebärmutter rauskommt, weil den ist an der fruchtbaren Phase ein bisschen mehr dick, sozusagen, mehr zähisch. Also es muss sich relativ lang, wenn die Person aus mit der Gebärmutter selber beobachten, an einen relativ gut Selbstdisziplin haben und auch an dem eigenen Lebensstil halt Zeit dafür haben, mal so eine Temperatur zu müssen, nach Schleim zu gucken. Wenn es so wie, dass die Frau, die Tina kennenlernt, wählt schwanger gehen mit ihrem Partner, ist manchmal eine gute Methode für herauszufinden, wenn die fruchtbare Phase ist, für sozusagen besser eine Schwangerschaft planen zu können. Aber sonst ist es relativ, dafür, dass es so kompliziert ist, unsichere Verhütungsmethode. Genau, an Tina, an die Frau, kann man dann mal Jazz muss natürlich auch ob eine andere Art und Weise, zum Beispiel bei Oralsex mit einem Lacktuch verhüten, weil es gibt ja keinen Schutz für Krankheiten, außer jederin, also sowohl Jazz wie auch dem Jazz sein Partner, lassen sich testen
und das ist alles okay. Und Jazz als Partner haben auch nicht dann mit anderen Personen Sex, die nicht getestet sind. Last but not least will ich über etwas schwätzen, weil dann von keinem Verhütungsmittel ist. Mehr, aber oft gedurcht geht, dass ich keine so gut verhüten. Nee, ich schwätze nicht davon, einfach keinen Sex zu haben, ich schwätze von der Pull-Out-Method. Weißt du schon von der Herren, Eli? Pull-Out-Methode, das ist ja so, dass ihn dann schon Geschlechtsverkehr hat, nicht geschützt. Das heißt sich auch nicht für STI, also sexuell übertragbaren Infektionen, schützt. Und dann probiert am letzten Moment, das heißt just für der Ejakulation, rauszuziehen. Was erstens mal gar nicht so einfach ist, wenn ich gerade am Element ist und vielleicht auch in andere Sachen denke, aber doch kann ziemlich frustrierend sein, weil es ja mehr flott für weiterzumachen, wie just für Orgasmus, für Höhepunkt abzuhalten. Absolutely. Und außerdem, weil wir ja schon ganz am Anfang von der Sendung gesagt haben, gibt es den berühmt-berüchtigten Lusttropfen. Das heißt sogar, wenn der Samenerguss nicht an der Vagina stattfindet, sozusagen, kann es trotzdem sein, dass Spermien an die Vagina kommen. Und kann auch immer sein, dass den das vielleicht möchte und dass er doch zweimal gut geht und dann die Hälfte Kehr in irgendwie sich nicht ob den Orgasmus oder ob die Ejakulation gefasst möchte und das dann aber geschieht. Yes. Und dann? Clever. Und dann muss ich ein sogenanntes Notfallverhütungsmittel benutzen. Wie zum Beispiel einkehr Tina an sein Lover dazu müsste machen, weil der Kondom verloren gegangen ist. Der war nämlich zu groß. Keine Angst, an der Vagina kann nicht verloren gehen. Also den Kondom findet den Donoren. Vagina also Muskelschlauch, das heißt, der kann sich kontraktieren und ausdehnen. Das heißt, du kannst auch Bewegungen machen, für das gut rauskommt und mit den Finger rankropen. Mir ist natürlich blöd, weil erstens nicht für ihre Krankheiten geschützt, also wir hoffen, dass alle bald getestet sind. Und zweitens Schwangerschaft. Was möchte Tina als Lavalo? Sie muss auch gar nicht panikieren, weil da gibt es etwas, was den dann alle abtickt kriegt. Und weil die soll so sehr wie möglich machen, das oft die Pöll Donno oder die Pöll vom Dach Donno. Aber das ist aber nicht, dass in den Dach warten soll. weil diese Misere benutzt, weil es auch mehr wirksam ist. Yes. Das ist, wenn jemand irgendwo ist, wo gerade kein abtickt Ober oder kein abtickt Gacht wird, kann ich noch an das nächste Spidol gehen, die normalerweise immer absehen und sich so holen. Yes. Aber die Pöll mischt aus den E-Sprung verzögern. Das heißt, den E-Sprung aus dem Moment, wo die Zahl aus dem Eierstock an den E-Leder springt, also quasi so rüber springt, und dann kann befrucht gehen. An dem Moment geht nur Hannen verzögert sozusagen, aber wenn den stellen wir also 32 Stunden Donno, Pöll Donno hält und den E-Sprung an der Zeit aber schon passiert ist, kann es trotzdem sehen, dass die Zahl befrucht wird. Du findest sehr, sehr. Weil wenn sie bis befruchtet ist, möchte Pöll Donno nicht mehr. Genau. Es kann ihn sie aber bis zu 50 Donno, also 120 Stunden Donno holen. Das heißt besser spät wie nie. Falls das mit der Pöll Donno nicht geklappt hat oder falls durch irgendeinen Grund auch immer die Verhütungsmittel nicht geklappt hätten, kann es sein, dass den dann aber schwanger geht. Mhm. Auch in dem Fall kann ich an die Planning familial gehen, mit Personen über die potenziell oder tatsächlich Schwangerschaft schwatzen und sich entscheiden, vielleicht sogar einen Schwangerschaftsaufbruch zu machen, falls sie nicht will schwanger gehen. Das ist immer eine Option, das ist aber nicht unbedingt eine gute Verhütungsmethode. Nein, stimmt. So, lo, kommen wir schon zum Ende von dieser Episode. Wir haben ganz am Anfang den Site macontraception.lu gelernt. Da könnt ihr noch weitere Informationen zu den einzelnen Verhütungsmitteln noch lesen. Da fand ihr auch eine Flotseite, die heißt über Thema Verhütung schwatzen, wo da kurz abgelöscht wird, mit wem da könnt erst darüber eine Halle für eine Entscheidung zu treffen.
nämlich mit dem Doktor, der Doktisch, dem Frauendoktisch, einer Vertrauensperson zum Beispiel aus der Familie oder Freundin, mit dem Partner, aber auch mit unterschiedlichen Berodungsplätzen, und da gibt es auch einen Link, wo noch ein paar unterschiedliche Berodungsplätze, die wir auch heute annimmt haben, abgelöscht sind. Voilà, ich meine, das war es heute von Eis, vom Tim. Und vom Tina. Wenn ihr noch weiter Fragen habt, schreibt es auf sex@ara.alu. Merci für den Nullaustrin. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to. Gesund bleiben an Zeiten von der Quarantäne. Viele Länder haben während dem Coronavirus den Notstand ausgerufen und machen Grenzen zu. Sie rufen Bewohner auf, so viel wie möglich den sozialen und physischen Kontakt mit anderen zu beschränken oder diese ganz zu verbannen. Das sind neu an unsicher Zeiten, an denen einem seine eigene psychische Gesundheit leiden kann, möchte von den Personen, die uns nachstehen. Es gibt viele kleine Sachen, die ihr machen kann, für sich Männer allein zu fühlen, und für sich und andere an diesen Momenten zu unterstützen. Es ist normal, sich traurig, überfordert, gestresst oder desorientiert zu fühlen. Auch Angst oder Roserei sind normale Gefühle an Zeiten von einer Krise. Es ist wichtig, nicht in den Panikmodus zu fallen. Seid dir bewusst, dass Gefühle kommen und gehen, und lass sie ernst sein. Auch wenn du nicht kontrollieren kannst, was geschieht, probier zu kontrollieren, wie du darauf reagierst. Schwätz mit Familienmembern, mit Freunden oder mit deiner Partnerin, über wie du dich fühlst. Das kann helfen, besser mit deinen Gefühlen umzugehen. Pass auf, dass das, was du auf den Nachrichten oder online hörst, auch richtig ist. Es ist wichtig, sich Laufenden zu halten und sicher zu gehen, dass die Informationsquellen seriös sind. Probier neue Informationen mit Leuten, die da nur stehen, zu beschwätzen. Mach dich nicht mit einem Überfluss von Informationen und Nachrichten verrückt. Mach Pausen, mach anderes und pass auf, dass deine Partnerinnen und so Leute, die da nur stehen, eine Pause kriegen. Es ist wichtig, sich an diesen Zeiten zu unterstützen, aber viele Personen brauchen auch mal eine Pause von ihnen. Gib dir genug Platz, mach doch Sachen allein und hol dir Zeit für dich selber. Nicht mehr, wenn ihr nur sich guckt, kann ich noch den anderen helfen. Probier aber auch, nicht zu viel am Handy oder bei der Tele zu hängen. Probier ein gesundes Gleichgewicht zu halten. Benutzt Techniken, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. Hier sind ein paar Ideen für Sachen, die du gut an der Koppel, allein mit Kollegen oder mit der Familie machen kannst. Geh in frische Luft, spazier und verbring Zeit in der Natur. Strukturier und plan dein Tag. Iss regelmäßig und hydratier dich. Schlaf genug. Lauscht Podcasts, Audiobücher und lies Bücher. Du kannst auch mit einem etwas zusammen lauschen oder einem etwas viel lesen. Wenn du Symptome hast oder das Risiko nicht willst, angehen, ihn umzustechen, dann ruf Leute, denen du nur stehst, an oder schwätz mit ihnen über Video. Mach Sport, beweg dich, meditiere. Schaff am Garten, wenn du den hast, oder Raum daheim. Vielleicht findest du alle Fotos, die du mit deiner Partnerin oder mit so Leuten, die da noch stehen, gucken kannst. Lauscht Musik und tanz mit anderen. Das geht auch über Video. Kar etwas Gutes und probier ein neues Rezept aus. Spiel Gesellschaftsspiele. Sehr intim und respektiere Sicherheitsmesuren, die für gehen. Du kannst auch mal nichts machen, unproduktiv sein, rasten, dich auf dich beziehen, nur denken und kreativ sein. Evitiere Orgien und Kontakt mit Leuten, die du nicht kennst, und Gruppenevenementen. Evitiere Hamsteren oder exzessiv Kauf von Lebensmitteln. Evitiere ungesund Art und Weise, mit den Gefühlen umzugehen, sie wird Alkohol oder sonst Drogen. Wenn du Frohenheit zu hast oder sonst Unterstützung brauchst, schrei weiß ruhig. Bleib gesund am Munter und passt auf ihr Job. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibweis auf sax@ara.alu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freue ich mich immer.
Dir fand méi wie Sex op Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Méi wie Sex. De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat freundlicher a finanzieller Unterstützung vum CESAS, den nationale Referenzcenter fir d'Promotion vun der affektiver a sexueller Gesundheit. Den CESAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.